Das sind Katharina und Guido mit ihren beiden Kindern Igor und Isabella. Sie ist 5, ihr Bruder 8 Jahre alt. Igor spielt gern mit seiner Schwester. Dennoch gibt es für ihn ein Problem. Ein großes. Ich will, dass sie laufen kann. Okay. Ich kann doch schon mal ein bisschen laufen. Ja, kannst du. Isabella ist zu früh auf die Welt gekommen. Auf die Sätze, fertig, los! Komm, meine Süße. Sie hat eine sogenannte Zerebralparese. Das ist eine Lähmung, ne? Die kann die Muskulatur nicht autonom kontrollieren. Ne? Und dadurch hat sie nicht stehen gelernt und nie gehen gelernt. Aber pass auf, bitte auf die Türe auf. Mit dem Rollator klappt es schon ganz gut. Isabella ist ehrgeizig. Pass auf die Türe. Wir arbeiten daran, damit die Isabella so viel wie möglich selbstständig einfach ist und dass sie dann ein normales Leben hat. Ja. Und wie das wirklich wird, hängt auch von ihr ab, wie sie will. Um die beste Förderung zu bekommen, muss Isabella mit dem Fahrdienst 1,5 Stunden in den Kindergarten fahren. Doch das nehmen die Eltern in Kauf. In ihrer Umgebung gibt es keine Therapieangebote für Kinder mit Handicap. Daher haben sie ihre Tochter im Kinderhaus der Pfennigparade in München angemeldet. Das Besondere ist, Isabella trainiert hier mit speziellen Heilpädagogen spielerisch ihre Muskulatur. Und die Gruppe besteht zur Hälfte aus Kindern ohne Einschränkungen. So soll Inklusion von Anfang an stattfinden. Ein natürliches Miteinander von Menschen mit und ohne Behinderung. Im Mittelpunkt der sogenannten konduktiven Förderung steht nicht das Handicap, sondern die Persönlichkeit. 7 solche Kinderhäuser leitet die Ergotherapeutin und Betriebswirtin Beate Höst-Zenker für die Pfennigparade. Sie ist überzeugt, dass die Kinder so leichter leben lernen. Man sieht, dass da die Kinder einfach so selbstverständlich, ja okay, der kann das, der kann jenes und so eben umgehen miteinander und dadurch einfach von Anfang an auch, denke ich, deutlich mehr Offenheit entwickeln, auch für später, wenn sie erwachsen sind, auch das zu akzeptieren, dass zum Beispiel auch Menschen mit Behinderungen in der Arbeit dabei sind. Also es ist einfach ein natürlicherer, offener Umgang miteinander. Die Pfennigparade wird 1952 in München gegründet. Von Eltern, deren Kinder von Polio, also Kinderlähmung, betroffen sind. Der Verein macht zunächst Freizeitangebote. Die Virusinfektion lähmt Arme und Beine. Viele Kinder müssen beatmet werden und verbringen ihr Leben in der eisernen Lunge. Und damit getrennt von ihren Familien. Johannes Messerschmidt aus München erkrankt 1959 im Alter von 6 Jahren an Kinderlähmung. Danach verbringt er seine Kindheit im Krankenhaus. Nur selten kommt er aus seinem Zimmer, wie hier am 14. Geburtstag, in den Klinikgarten. 5 Jahre später, mit 19, bekommt er einen Platz in der Pfennigparade. Der große Schritt war dann, dass ich einen Rollstuhl bekommen konnte, den ich selber steuern kann. Das war ein großer Traum und ein großer Fortschritt in der im Selbstgefühl, im Selbst sich bewegen können. Und mit dem bin ich dann auch selber mal aus dem Haus gefahren. Und hier besucht Johannes Messerschmidt die Realschule. Anfang der 70er Jahre erweitert die Pfennigparade ihr Angebot und bietet auch Wohnraum. Johannes Messerschmidt bekommt ein Zimmer im Internat und medizinische Betreuung. Zusammen lernen und zusammen leben. Das lässt ihn das Heimweh vergessen. 1987 zieht er aus der Pfennigparade aus und organisiert sich seine Pflege und seine Assistenz selbst. Er hat Elektrotechnik und Sozialpädagogik studiert. Doppelklick. Außerdem gründet er den Verein Selbstbestimmt Leben und engagiert sich im Münchner Behindertenbeirat. Die Sachen, die ich in der Schule kennenlernen konnte, waren ja quasi eine Perspektivenerweiterung der Welt. Ne? Also über Mathe, Geschichte war mein Lieblingsfach. Da habe ich immer geglänzt. Also die Lehrer waren auch zum allergrößten Teil sehr
tolle Persönlichkeiten. Heute ist die Pfennigparade ein Sozialkonzern mit 2500 behinderten und nicht behinderten Mitarbeitern. In der Werkstatt der Korbflechter restaurieren sie Möbel und halten die alte Handwerkskunst am Leben. Im Medienzentrum prüfen sie Internetseiten auf ihre Tauglichkeit für Menschen mit Handicap. Und produzieren Imagevideos, zum Beispiel für die eigene Skateboard-Manufaktur. Außerdem wurden auf dem Gelände in München-Schwabing 200 barrierefreie Wohnungen gebaut. Eine Erfolgsgeschichte, sagt Johannes Messerschmidt. Aber auch ein Problem. Großeinrichtungen haben halt gesellschaftlich aus meiner Sicht ein gewisses Problem, dass man eben Menschen mit Behinderungen dort sich sammeln, weil dort die Bedingungen für sie zurechtgemacht sind, wie sie brauchen. Aber das erspart der übrigen Gesellschaft und der übrigen Architektur, den Verkehrsmitteln, den Wohnungen, den Arbeitsplätzen, erspart es in der übrigen Gesellschaft, sich inklusiver zu entwickeln. Und diese Entwicklung muss auch die Pfennigparade durchlaufen. Beate Höst-Zenker eröffnet in München-Oberföhring bald das 8. inklusive Kinderhaus. Das größte bislang mit 148 Plätzen. Finanziert aus staatlichen Geldern und Spenden. Der Bedarf ist groß. Auch Kinder mit Behinderung aus der Ukraine sind schon angemeldet. Die Pfennigparade ist nicht mehr wie 1962 eine spezielle Behinderteneinrichtung, sondern wir sind eine inklusive Einrichtung. Wir haben eben diese Kinderhäuser. Das ist ein Kinderhaus, wie es andere Träger, wie es die Stadt München auch anbietet. Nur wir bieten eben zusätzlich den Dienst, die Fähigkeiten unserer Mitarbeiter, dass wir auch die Kinder mit Behinderung voll und ganz integrieren können. Um 5 Uhr nachmittags kommt Isabella nach Hause. Auf der Rückfahrt hat sie noch ein Nickerchen gemacht, wie meistens. Ihre Eltern Katharina und Guido sind froh, dass sie ihre Tochter im Kinderhaus der Pfennigparade untergebracht haben. Nach 2 Jahren sind sie mit dem Erfolg mehr als zufrieden. Dadurch, dass ja die kognitive Förderung laufend stattfindet, hat sie riesen Fortschritte gemacht. Und mit dem Rollator kann sie jetzt ein Stück weit laufen zum Beispiel. Das ist zwar jetzt im Alltag noch nicht so praktikabel, ne, weil sie ja lieber krabbelt hier im Haus. Ne. Sie hat sich sprachlich auch toll entwickelt. Das ist einfach, da ist viel passiert und da musste man ja ganz viel daran arbeiten, ne, dass das überhaupt so weit geht und dass sie auch mitmacht, dass es ihr Spaß macht. Das hat schon viel gebracht. Und Igors Wunsch, dass seine Schwester laufen kann? Vielleicht geht er ja mit Hilfe der Pfennigparade in Erfüllung. Wo kommt das da hin?